Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, ist Gottes Wort glaubwürdig? Und andererseits kann der Neodarwinismus wissenschaftlich bestätigt werden? Evolution und Schöpfung aus wissenschaftlicher und biblischer Perspektive. Warum ist diese Debatte wichtig? Alles, was in unserer Gesellschaft geschieht, ist ganz und gar von der Evolution beeinflusst. Aber was passiert, wenn das gängige Weltbild sich als Irrtum erweist? Man behauptet ihm nachdrücklich, dass Glaube und Wissenschaft zwei völlig verschiedene Dinge sind, die so weit voneinander entfernt liegen wie der Osten vom Westen. Genauso nachdrücklich wird behauptet, dass die Evolution eine wissenschaftliche Tatsache sei, genauso unumstößlich wie die Schwerkraft. Aber das wird allerdings zu einer Art Falle, denn man ist nicht wissenschaftlich, wenn man sagt, dass etwas naturwissenschaftlich wahr ist. Wenn man so etwas behauptet, wird es zu Philosophie statt Naturwissenschaft. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, dass Behauptungen in der Naturwissenschaften nur vorübergehend wahr sind, wahr bis auf Weiteres. Die Wissenschaft sagt eigentlich auch gar nichts. Die Wissenschaft ist nur eine Methode, die man in der Forschung verwendet. Man sagt auch immer gerne, alles ist relativ. Aber das ist unsinnig. Forschungsergebnisse sind entweder richtig oder falsch. Also ist es legitim, die Frage zu stellen, welche von den beiden Theorien, Schöpfung oder Evolution, besser zu den Forschungsergebnissen innerhalb der Chemie, Physik und Genetik passt. Beweise für die sogenannte Evolution, welche in den Schulbüchern präsentiert wird, zum Beispiel Füchse, Kojoten sowie 500 verschiedene Hunderassen, abstammend von Wölfen, oder alle Darwinfinken abstammend von einem einzigen Vogelpaar. Sie repräsentieren paradoxal in der Wirklichkeit tatsächlich, sie sind Beweise für eine wundersame Schöpfung. Es handelt sich um eine von vornherein programmierte oder fabrikmontierte Variation innerhalb einer geschaffenen Tierfamilie. Man kann leicht einsehen, dass die Variation innerhalb der erschaffenen Tierfamilien von vornherein geplant ist. Aber wieso? Um Veränderungen in der Umwelt, die kontinuierlich passieren, überleben zu können. Manchmal passieren Veränderungen auch sehr schnell.
Die Varianten sind nämlich schon in der DNA der ursprünglichen erschaffenen Tierfamilien Hunde, Katzen fertig programmiert. Das bedeutet Epigenetik, Information über DNA oder DNS. Also die Familien tragen schon von Anfang an eine große Garderobe an Variationsmöglichkeiten in sich. Auch beachte, Gott erschuf am Anfang ca. 8000 Tierfamilien, nicht alle befindlichen einzelnen Tierarten für sich. Vor der Sintflut gab es keinen Schnee. Man brauchte im Garten Eden keine Kleider. Jedoch gleichzeitig, wenn Tiere variieren oder sich vom Fell her neu einkleiden, verlieren sie Gene oder sogenannte Allelen. Alternative Gene werden Allelen genannt. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um Epigenetik. Dies ist beispielsweise mit dem Gepard passiert, der nunmehr im übertragenen Sinne nur noch ein kleines Make-up-Täschchen bei sich trägt, keine neuen Kleider und der darum bald aussterben wird, Inzucht. Genau das Gleiche, ein Verlust von Genen, geschieht zum Beispiel in der Hundezucht. Hingegen ist die echte neodarwinistische Evolution nur eine Erzählung, denn sie entbehrt einen glaubwürdigen Mechanismus, der ganz neue Informationen liefern könnte. Das heißt, ganz neue Spielkarten, anstatt nur alte Spielkarten neu umzumischen oder Allelen, das heißt epigenetische Info, die es bereits seit der Schöpfung gibt. Also der Gepard wird in Kürze aussterben, dafür, dass er hat nur noch sein kleines Make-up-Täschchen dabei. Aber der Wolf ist lebenstauglich. Er hat noch eine breite Garderobe zur Auswahl. Wolf-Dackel. Man kann nicht vom Dackel zurück zum Wolf gehen, weil Allele fehlen. Der Dackel ist eine Sackgasse. Neodarwinismus behauptet, dass neodarwinistische Evolution von Bär bis zum Wal, das lehrt Darwins Buch Entstehung der Arten. Aber da gibt es keinen Mechanismus. Das ist nur eine Erzählung. Und Universität lehrt das heute, dass von Dinosaurier bekommen Ente. Aber da gibt es ein Problem. Schuppe von Dinosaurier zum Vogelfeder beinhaltet 1 Million Teile. Das ist ein bisschen problematisch. Und wir haben überall Beweise. Zum Beispiel, man hat Dinosaurier Weichteile gefunden. Hier ist Beweis für Sintflut. Man hat sehr viel und oft elastische Gewebe von Dinosaurier gefunden, mit Eiweiß dabei und auch mit DNS, DNA dabei. Das kann nicht 65 Millionen Jahre alt sein, das ist unmöglich. Und wir haben diese Darwins Ammer. Darwin hat gesehen, dass es gibt Schnäbeln, starke oder schmale Schnäbeln. Heute wissen wir, dass wenn es kein Regen gibt, das Essen wird trocken und dann braucht man ein starkes Schnäbel. Und das kommt von epigenetischer Information. Wenn das Regen
startet, wenn es regnet, ist das Essen weich und viel Regen, Schmalschnäbel. Man kann das vom Satellit sehen, Chlorophylländerungen unter El Niño. Wir haben jetzt heute El Niño, trocken, ganz heiß auch hier heute, vielleicht El Niño. Und La Niña, das bedeutet, dass es fängt an zu regnen. El Niño verursacht einen Rückgang in der Nahrungskonzentration im Wasser, das kann man vom Satellit sehen. Langzeitliche Veränderungen im Wetter führen zu Veränderungen in den Schnäbeln von Vögeln. Die Größe von Population variiert auch immer. Hin und zurück, hin und zurück. Aber die Frage ist, wie kamen die erschaffenen Tierfamilien zu dieser enormen Menge an Information des Lebens? Woher kam sie? Oder haben Wasserstoffe Himmel und Erde erschaffen mit allem Leben darauf? Da hat man eine riesige mit Wasserstoff gefüllte Region der Triangulum-Galaxie, aber Wasserstoff ist nicht Gott und beinhaltet keine Information. Wir wissen, James Clerk Maxwell, das ist ein Wissenschaftsmann, vielleicht das Beste in der Welt. J.C. Maxwell hat gesagt, dass Wissenschaft kann nicht erklären, woher Materie kommt. Die Bibel sagt, dass im Anfang war das Wort, im Anfang war die Information. Das hat Professor Werner Gitt sehr gut heute gesagt. Oder nahm alles im Nichts seinen Anfang, Urknall. Was bedeutet biologische Information? Ist kodierte Information. Kodierte Information kommt immer von einer intelligenten Quelle, wie auch Professor Werner Gitt hat uns gezeigt. Hier ist kodierte Information. Das ist ganz kompliziert. Und biologische Information ist kodierte Information, die Strukturen definiert, welche gut zusammenpassen und einwandfrei zusammen funktionieren, wie unsere Augen. Aber ohne Massivinformation würde ich so sehen. Ohne Bearbeitung des Bildes sehen wir auf den Kopf. Die Bearbeitung des Bildes ist das gleiche als 1 Million solche Apparatfunktionen zusammen für machen diese Farbfilm, die Sie können mich sehen. Das ist sehr, sehr komplex. Aber die Wissenschaftler heute sagen, wie Lund-Universität, Dan Erik Nilsson und Susanne Pelger, sie behaupten, dass eine Zelle, die mit Licht reagiert, also da eine einzelne Zelle, der mit Licht reagiert, kann schnell in 1 Million Jahren eine Auge bleiben mit zufällige Mutationen und natürliche Auslese. Zufällige Mutationen und natürliche Auslese und ein Menschauge. Aber ist das glaubwürdig? Tausende von ganz neuen Genen und auch epigenetische Information. Wir müssen selbst denken, dass wir sehen, dass es ist ganz unmöglich. Aber das behauptet man heute in der Universität. Neues Beweismaterial zeigt,
das fungierende Eiweißmoleküle, das heißt ganz neu DNA oder DNS-Code, äußerst selten sind. Wenn man 10 hoch 77 verschiedene Eiweiße untersucht, ist nur ein einziger davon ein fungierendes. Nun muss man ernsthaft die Frage stellen, sollten wir den Neodarwinismus ablehnen? Man muss nämlich das richtige Sandkorn in den Sahara finden, 300 Mal gleichzeitig. Ist das möglich? Nein. Professor David Gelernter, er ist Computerspezialist an der Yale-Universität, hat festgestellt, ich glaube, das ist sehr gut, was er gesagt hat, der Neodarwinismus ist nicht länger eine wissenschaftliche Theorie. Er ist die Basis für eine Weltanschauung und eine Notreligion für viele Seelen in Not, die eine solche brauchen. Das ist Neodarwinismus. Neodarwinismus ist mathematisch geschehen, selbstverständlich, dass solche Sachen kann nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit eines fungierenden Eiweißes, welches 150 Aminosäuren enthält, ist 1/10 hoch 195, also unmöglich. Sogar die kleinste funktionierende Zelle benötigt gleichzeitig 300 solcher mirakulöser Eiweiße. Aber was ist DNS? Es ist ein Radcode und die beiden Ketten vom DNA-Code werden in 2 Richtungen abgelesen. Das Ablesen des Codes kann auch von verschiedenen Stellen begonnen werden. So, wir haben ein Blau-Handbuch hier und über Blau-Handbuch, wir haben ein Rot-Handbuch hier. Und wenn wir hier begonnen zu lesen, die Code, wir haben ein Grün-Handbuch. Also Gott hat das getan, wir verstehen das. Wir können nicht sowas tun, aber Gott hat das getan. Das ist komprimiert Information. Muss alle rein in eine erste Zelle komprimiert werden. Der Aufbau des DNA-Moleküls Deoxyribos und Phosphat sind miteinander zu 2 Ketten verbunden. Die Stickstoffbasen der ATGC-Code sind durch Wasserstoffbindungen miteinander verbunden. Jedes Codesymbol kann außerdem an 12 bis 20 Strukturen oder Funktionen teilnehmen, je nach Ableserichtung und Startplatz des Ablesens. Sie sehen, dass diese Bücher sind in Realität eine Bibliothek. Darüber hinaus gibt es die Epigenetik über DNS, das ist ein anderer Code. Darüber hinaus gibt es die Epigenetik, wo die Strukturen und Funktionen ohne eine Änderung im Code variieren. Man kann nicht den DNS stören, das ist die Basis, aber das ist in Epigenetik die verschiedene Formen, die verschiedenen Hunderassen zum Beispiel. Alles ist also vorausbestimmt. Sogar bevor eine Gefährdung auftritt, der Organismus ist beim Schöpfung in Bereitschaft. Eine zufällige, günstige Mutation, vielleicht eine per 1 Million, kann nicht gleichzeitig auf 12 bis 20 Strukturen oder Funktionen einen positiven oder neutralen Effekt haben. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Probleme entstehen.
von einer Stammzelle zu 300 verschiedenen Zellen mit epigenetischer Information. Alle diese Zellen in unserem Körper haben präzis das gleiche DNA, sehen so aus, aber die Information kommt von Epigenetik. Man hat die Quelle des Information gefunden. Die DNA-DNS innen im Zellkern ist in Wahrheit ein epigenetischer RNA-Computer, weshalb, weil nur 2% der DNA für Eiweiß kodiert. Aber 98% von DNA kodiert RNA, welcher ist lebenswirklicher Dirigent. Innen im Zellkern ist der Code für dein Gehirn sowie deinen gesamten Körper. Das Gehirn ist ein Supercomputer, deren Festplatte niemals voll wird. Die Baupläne und die Gebrauchsanleitung für dein Gehirn sind bereits in der befruchteten Eizelle enthalten. 100 Milliarden Zellen und 1 Million Milliarden Verbindungen, um das Gehirn zusammenzusetzen. Eine Verbindung in einer Sekunde würde ein Elektromonteur 32 Millionen Jahre brauchen. Das Gehirn ist komplexer als alle Computer der Welt zusammengenommen, aber wir wissen nicht, wie das Gehirn zusammengebaut wurde. Wir wissen nicht, wie das Gehirn funktioniert. Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Im Vergleich dazu ist künstliche Intelligenz ein Hohlkopf. Das ist fehl zu sagen, dass es gibt künstliche Intelligenz. Es gibt nicht Intelligenz in Materie. Das ist ein Fehler, wenn man sowas behauptet. Wäre das Gehirn konstruiert aus genauso großen Komponenten wie die eines Supercomputers, das heißt 1 Million Milliarden Mikrochips, dies entspricht der Anzahl der Synapsen des Gehirns sowie 200.000 Kupferdrähten als Fibern zwischen den Zellen, so würde ein solcher Supercomputer alle Elektrizität von mehreren Atomkraftwerken benötigen. Aber das Gehirn benötigt nur so viel Elektrizität wie eine 25 Watt Glühbirne und kann 100 Jahre funktionieren, wobei ein paar tägliche Mahlzeiten die Zufuhr für dessen Bedarf stellen. Ganz genial. Wenn Sie gucken, das ist unglaublich, wie komplex Gehirn ist. Wir haben keine Ahnung, wer hat das gebaut. Nur Gott kann das tun. Und Elektrizität ist sehr sparsam. Gott spart Energie. Nicht ein Atomkraftwerk, sondern 25 Watt Glühbirne ist okay. Information in unseren Zellen ist komprimiert. Auf dem Bild sieht man einen Teil der DNA-Sequenz und hier eine vollständige DNA-Sequenz von einem Virus. Aber in einer einzelnen menschlichen Zelle gibt es milliardenfach 10 hoch 9 mehr Code. Redundanz. Es gibt überflüssige Informationen im ATGZ-Code. Die Ziffern 0 und 1 der Informatik können in der Biologie nicht verwendet werden. Woher kam die Code in DNS? Es gibt 10 hoch 480 Möglichkeiten. Wir wissen nicht, wo kam der Code. Code ist optimal. Und wer hat die offensichtlich optimalen Aminosäuren ausgewählt? Du bekommst ein Preisgeld von 10 Millionen $, wenn du das Rätsel löst. Royal Society bezahlt. Sie können sehen, dass wir wissen nichts. Wir wissen so wenig, dass, wenn man ehrlich sein will,
Man kann sagen, also wir wissen nicht so viel über diese Sachen. Wir wissen nur, wie kompliziert das ist. Was ist Redundanz? Redundanz ist Information, die bereits vorhandene Information wiederholt, ohne neue Information hinzuzufügen. Wozu diese extra Flexibilität im Code braucht. Der Code übersteht damit Mutationen, das heißt, es werden in vielen Fällen dieselben Aminosäuren kodiert, auch wenn der Code sich ein wenig ändert. Ohne diese von Anfang an eingebaute Eigenschaft könnte das Leben nicht fortdauern. Eine einzige Mutation könnte das Ende bedeuten. Wenn das menschliche Körper die 0 und 1 Code ist nicht möglich dafür, dass eine einzige Mutation könnte uns töten. Damit Leben möglich ist, braucht es äußerst spezielle Aminosäuren. Diese sind unter Millionen von ungeeigneten Molekülen sorgfältig ausgesucht, sozusagen handverlesen. Aber warum äußerst spezielle Aminosäuren? Zusammenfalten von Enzymen, nur 20 Aminosäuren sind gut für das Leben. Die anderen sind sehr gefährlich. Ich habe ein Buch dazu schreiben auf Englisch, The Image of God. Ein anderes Buch ist ganz gut, das ist ein Ulla Höscher, ist Professor Mathematik in Stockholm. Aber wie kann man in einer Welt, die am Zerfallen ist und den Wärmetod entgegengeht, wie kann man Information bewahren? Beim Teilen von Zellen entstehen Abschreibfehler. Das heißt Wärmetod. Die Zellen kopieren in jeder Sekunde 1000 Buchstaben, wenn sie sich zweiteilen. Dafür werden benötigt von vornherein für diese Funktion konstruierte Kopiergeräte, deren Ursprung ein Rätsel. Sie verstehen, dass wenn eine Zelle spontan entstehen würde, was hätte sie für eine Funktion und weshalb würde sie von sich selbst Kopien machen wollen? Eine Zelle versteht wohl kaum, dass es einen Grund für ihre Existenz gibt. Weiter werden benötigt Maschinen zum Korrekturlesen und zur Korrektur von Abschreibfehlern. Diese werden schon von der hypothetischen ersten Zelle an gebraucht, wenn ein Abschreibfehler entsteht. Bei jedem millionsten Ablesen, das heißt 3500 Fehler bei jedem Teilen einer menschlichen Zelle. Und wenn sie nicht korrigiert werden, bedeutet das sehr schnell das Ende des menschlichen Lebens. Nach dem Sündenfall kann das Leben 6000 Jahre fortdauern, solange dank dieser von vornherein dafür konstruierten Maschinen, doch auch nicht viel länger als 6000 Jahre. Es gibt Montageband in Zellen. Alle Organellen, die Feinstruktur der Zellen müssen auch kopiert werden und dabei sein. Die gesamte Maschinen, Enzyme aller Zellen müssen die ganze Zeit auch repariert. Maschinen, man muss reparieren und recycelt werden. Das muss es auch von vornherein eingebaute spezielle Maschinen geben, bereits in der angenommenen ersten Zelle. Und auch der Mensch muss täglich ca. 500 Gramm Eiweiße recyceln. Dieses ist sehr wichtig. Wenn man stattdessen so viel Eiweiß essen würde, also 1 Kilo Fleisch jeden Tag, das würde sehr schlecht für unsere Nieren. Recyceln ist unentbehrlich in Zellen auch. Und
Vierfachspannungen und Knoten in den langen Ketten entstehen, wenn man die DNA-Spiralen und den DNA-Reißverschluss öffnet. Das Wirrwarr und die Knoten müssen wieder entwirrt werden, wofür es einer sehr komplexen Maschine bedarf von Anfang an, sonst kann die Zelle sich nicht teilen. Auch könnte sonst aus der DNA keine Information entnommen werden. Und noch viel mehr. Die Werkstatt der Zellfabrik muss die ganze Zeit maschinell gereinigt werden. Es bedarf fortlaufend Transportmechanismen sowohl innerhalb der Zelle als auch für die Wege rein und raus aus der Zelle. Es bedarf von Anfang an Zellmembranen mit eingebauten Maschinen und Pumpen sowie verschiedene Zellwände und Transportstrecken. Kein Kopiergerät innen in den Zellen, stattdessen wird der Code Buchstabe für Buchstabe kopiert. Dabei kann man Fehler nicht vermeiden. Abschreibfehler können nicht vermieden werden, deshalb braucht eines Korrekturlesens. 1000 Symbole also werden jede Sekunde kopiert. Ein Abschreibfehler entsteht alle Millionen Symbole. Der Schöpfer muss von Anfang an Korrekturlese- und Korrigiergeräte installieren. Es entsteht viel Wirrwarr und Spannungen und Knoten und dafür muss da Maschinen zum Lösen von DNA-Wirrwarr, die heißen Topoisomerasen. Eine Zelle kann sich ohne sie nicht in zwei teilen. Sehr komplizierter Maschinen. Das ist also Korrekturlesen, das ist ein Kopfschmerz. Und Korrekturlesen ist unentbehrlich. Ohne Korrekturlesen wir sterben. Der Schöpfer muss von Anfang an Korrekturlese- und Korrigiergeräte installieren. Aber nach 6000 Jahren sind diese Geräte nicht mehr so gut. Aussterben ist nahe. Also sauber machen jeden Tag in alle Zellen. Und die Werkstatt muss auch täglich gesäubert werden. In Zellen gibt es der sogenannte Golgi-Apparat, ist eine Organelle in der Zelle, die unter anderem die Werkstatt in Zellen täglich reinigt. Das ist wie ein Staubsauger, Roboter und Waschmaschine. Da gibt es auch die Golgi-Apparat, produziert die zum Abbau benötigten Enzyme und führt sie den Lysosomen zu, das heißt dem Magen der Zelle. Dies ist ein Reinigungs- und Recyclingssystem. Täglich werden also ca. 500 Gramm Eiweiße recycelt. Es gibt auch eine Funktion in Zelle, das heißt die programmierte Zelltod genannt wird. Würde die Evolution einen Mechanismus für einen Zelltod produzieren? Und das ist ganz schön. Die Moleküle, die mit Rucksack auf einem Gehweg spazieren gehen in unsere Zellen, das kann man auf YouTube schauen. Das geht so, das ist Moleküle, die spazieren in Zelle, Moleküle mit Rucksack auf einem Gehweg spazieren gehen, jeden Tag in unseren Zellen. Es gibt auf die Lysosomen verdauen Materialien, die die Zellen aufgenommen haben und recyceln Material vom Inneren der Zellen. Aber alle diese Maschinen müssen repariert werden die ganze Zeit. Das ist mein erstes Auto. Konnte selbst reparieren. Aber kaputte Maschinen also müssen täglich repariert oder recycelt werden mit Hilfe von fertig installierten Werkzeugen im Zell. Trotzdem, aber Abschluss sieht immer so aus. Das ist Thermodynamik. Alles geht kaputt. Die Endozytose ist ein Transportmechanismus. Eine Zelle braucht viele verschiedene Membranen. Die Zellmembranen sind biologische Membranen, die die Zellen von der äußeren Umgebung abtrennen und schützen. Sie bestehen aus einer doppelten Fettstruktur aus Phospholipiden und Cholesterin. Die Membran muss sowohl stark als auch weich und elastisch sein und sie
einhaltet massenweise Maschinen und Schlüssellöcher zum Signalieren ebenso lebenswichtige Transportsysteme, Pumpen. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Prinzips, gemäß des Alles-oder-Nichts-Prinzips. Im Inneren der Zellen gibt es auch viele spezifische Membranen. Das ist ein bisschen komisch, dass die äußere Membran muss wasserdicht sein, absolut wasserdicht sein, aber gleichzeitig auch wasserdurchlässig sein. Wer kann sowas eine Membran bauen? Alles ist von vornherein installiert, sonst würde der Organismus schnell sterben. Aber ist Schöpfung alte oder junge? Wie lange gibt es schon Leben auf der Erde? 6000 Jahre oder 3,5 Milliarden Jahre. Fossilien geben Zeugnis von einem schnellen Begrabenwerden und keiner Evolution. Da ist ein Fossil, das ist heute. Keine Evolution, 3,5 Milliarden Jahre. Der Fossil Stromatolith und Stromatolith heute. Das kann man von Fossilien sehen. Tiere, die sich sexuell fortpflanzen, haben Gene, die ein Alter von 6000 Jahren aufweisen. Die Gene in der Mitochondrien dieser Tiere, Mitochondrie ist eine Power Station, Kraftstation der Zelle. Die Gene der Mitochondrien dieser Tiere sind ca. 6000 Jahre alt und können nicht 100.000 Jahre alt sein. Hinzu kommt das verhängnisvolle AT versus GZ-Problem im Code. Die Mutationen sind nicht willkürlich. Das ist sehr wichtig zu erinnern. Die Mutationen sind nicht willkürlich. Man hat immer behauptet, dass die Mutationen sind willkürlich, sind nicht. Die Wärmelehre und die Thermodynamik begünstigen gewisse Mutationen und auch Epigenetik spielt hier eine Rolle. Hier ist die Kraftstation unserer Zellen, Mitochondrien, Mitochondrienbauplan. Da sehen Sie ein kleines Stück DNA. Die DNA der Mitochondrien hat keine Rekombination, kann nicht neue Informationen kriegen. Und auch Abschreibfehler werden nicht gut korrigiert. Sie gehen nur einfach von der Mutter aufs Kind über. Mutter-Kind. Wir sind hier dafür, dass von Eva und Adam, von Eva zu uns nur 300 Generationen. Eine Generation 20 Jahre mal 300, 6000 Jahre. Wir sind hier dafür, dass diese Mitochondrien in einem Kind, das ist eine kleine, what is girl? I forgot the name. Ein Mädchen, ein kleines Mädchenkind, inhaltet alle also Mitochondrien von seiner Mama. Und sie teilen nicht, sind fertig da schon. Und sie teilen nicht, das ist das Gleiche, diese Information verschwindet nicht. Das garantiert, dass wir hier sind. Das ist sehr interessant. Also die Mitochondrien gehen nur einfach von der Mutter aufs Kind über. Und hier, das ist eine wichtige Sache, dass Sie sehen hier, das ist die Codesymbol A und T sind mit 2 Wasserstoffbindungen zusammen. 2 Wasserstoffbindungen zwischen A und C. Aber es gibt 3 Bindungen zwischen G und C. Und das kostet mehr. 3 kostet mehr als 2. Diese verschwinden mit einer Geschwindigkeit, das ist ganz schnell. Und das zeigt, dass es ist unmöglich, dass wir hier 300.000 Jahre sind.
dass Information verschwindet. Also die Mutationen sind nicht also gesteuert. Also ich zeige, dass A und T bleiben im Code, G und C verschwinden. Und das Leben auf der Erde kann nicht Millionen von Jahren alt sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es gäbe keinerlei G- oder C-Codesymbole mehr, nur noch A- und T-Codesymbole nach einigen Jahrmillionen. G und C, A und T, Information 0. Auch kann man fragen, ist das Geheimnis des Lebens gelöst, wenn ein Code evolviert von Molekülen, die man im Reagenzglas produziert? Ein einzelner Code macht absolut gar nichts ohne eine Zelle. Die Vererbung geschieht mittels Zellen, die Organellen der Zelle teilen sich. Die Behauptung, dass eine erste Zelle sich aus wasserlöslichen Molekülen entwickeln würde, ist nicht wissenschaftlich. Sie steht im Widerspruch zu Gesetzen der Chemie und Physik und außerdem verhindert Wasser eine Kettenbildung. Warum ist es unmöglich, dass sich Leben aus wasserlöslichen Molekülen entwickeln soll? Dr. James Stowe referiert auf Englisch, Sie können diese YouTube gucken oder James Stowe von Internet. Zellen brauchen auch von Anfang an Organellen, genauso wie Menschen brauchen Leber und Niere. In der Zelle werden Massen von Komponenten benötigt. Bei der Zellteilung muss alles sorgfältig kopiert und montiert werden. Der Ursprung des multicellularen Lebens ist auch ein Mysterium. 300 Zusammenschlüsse von Zellen. Hier Mikroskopbild zeigt Lunge und Blutgewebe. Von Amöbe bis Mensch, das ist unmöglich. Ein Zell zu 300 Zellzusammenschlüsse. Der Ursprung der sexuellen Fortpflanzung ist ein weiteres Mysterium. Darüber rede ich nächsten Tag. Meiose, Geschlechtszellen, Eier, die Gebärmutter, wir wissen nichts darüber. Ursprung ist nicht, wir kennen nicht. Schönheit spricht auch. Denkt das Spermie und Ei. Ei ist 1000 Mal größer als Spermie. Wovon kommen diese Zellen? Wir wissen nicht. Der Mann und Frau, deren Ursprung ist den Evolutionisten unbekannt. Aber neue Forschung zeigt, wir haben alle denselben Vater, der vor etwa 5000 Jahren gelebt hat. Noah. Alle 8000 erschaffenen Tierfamilien mittlerer Größe, das heißt etwa der eines Lammes, passten ohne weiteres in die Arche Noah. Alle Arten sind relativ jung, ca. 6000 Jahre, was gut zur Arche Noah der Bibel passt. Dieselbe Mutter haben wir und die Rolle ist interessant von Noahs Schwiegertöchtern. Das kann man auch von DNS sehen. Aus Babel entstandener Ursprung der Sprachen, wie Roger Libby erzählt. Ist das Leben auf der Erde bald vorbei? Information verschwindet. Die Metapopulationen sterben aus, verursacht von einer Anhäufung von Mutationen. Noch mehr Beweise, eine Evolution von einem gemeinsamen Urorganismus ist unmöglich, nicht wissenschaftlich. Es gibt nämlich elternlose Gene, was bedeutet, dass es keinen Stammbaum von Molekülen gibt. Das ist falsch. Eine erste Zelle gibt es nicht. Darwin, das funktioniert nicht. Neuforschung sagt so, aber in Realität der Garten der Schöpfung, alle geschöpfte Familien produzieren diese Arten mit einem Mechanismus, das heißt Epigenetik. Schlussfolgerungen,
Gottes Wort ist wissenschaftlich zuverlässig. Die neodarwinistische Evolution ist unwissenschaftlich. Sie steht in Konflikt mit Gesetzen aller Naturwissenschaften. Die Welt ist voll von wunderbarem Design und Leben kann nur von Leben kommen. Evolution oder Variation in der Natur bestätigt die Schöpfung. Variation ist in vornherein mit eingebaut worden. Epigenetik. Die Organismen sind vorprogrammiert zu variieren, aber es geschieht gleichzeitig ein Verlust von der epigenetischen Information, die der Schöpfer zu Beginn in die dann DNA eingeschrieben hat. Alle Arten sterben mit der Zeit aus. Die Menschen bekommen die ganze Zeit neue Krankheiten, keine Evolution geschieht, nur Zerstörung überall. Wir aber dürfen wissen, dass wir auf eine bessere Welt zugehen, wo es keine Krankheit, keinen Tod mehr gibt.